Der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt wurde als Sohn eines Pfarrers in einem Dorf bei Bern geboren. Er studierte Philosophie, Literatur und Naturwissenschaften, widmete sich aber bald ausschließlich dem Malen und dem Schreiben. Zunächst verfasste er Kriminalromane und Hörspiele, fand aber dann, dass sich die Tragikomödie am besten dazu eignet, das Weltgeschehen in all seiner Verrücktheit darzustellen. In Dürrenmatts Prosawerken und Dramen geht es um Schuld und Verrat, um Macht und Verantwortung, um Gut und Böse. Als gesellschaftskritischer Schriftsteller setzt er sich mit den Themen seiner Zeit auseinander. Friedrich Dürrenmatt überzeichnet und verfremdet die Realität. Er beobachtet die Welt aus der Distanz und hält seinem Publikum ein groteskes Spiegelbild dieser Welt vor. Eine wichtige Rolle dabei spielt der Humor. Ich bin einmal in die Universität gegangen zur philosophischen Vorlesung und vor dem Casino, das ist ein großes Restaurant und auch ein Musiksaal, wo man also die Orchester spielten dort, aber es ist ein großes Restaurant verbunden. Und das sind so Platanen, die schneidet man. Und es sind 2 Reihen. Da war ein Gärtner und der war in der ersten Reihe, also in der Gegend, der Aare gegenüber. Und ich kam von der Brücke und ging über den Casinoplatz und schaute dem Gärtner zu, wie der da die Platanen schnitt und die Bäume. Und wie er mich anschaut, schaute ich ihn an, da bin ich über einen Hundedreck ausgeglitscht und bin auf den Hintern gefallen. Und da bin ich, und er schaute mich so zu, es hat etwas gelacht. Und dann bin ich weitergegangen und bin auf die Universität und hörte zu. Und so nach 2 Stunden kam ich zurück und hatte die ganze Reihe gemacht und war wieder vorne, aber also in der hinteren Reihe. Und ich habe ihn wieder angeschaut und bin wieder über den gleichen Hundedreck gefallen und saß wieder auf den Hintern. Und er hat mich angeschaut, ich vergesse diesen Blick nie. Und da war das ganze Erstaunen über mich drin, dass es überhaupt so einen Menschen gibt, der 2-mal über den gleichen Hundedreck auf das Hintern fällt. Ich kann diesen Blick nie vergessen. Und das ist für mich Humor. Ich weiß noch genau, wie ich das zum ersten Mal in ein Irrenhaus betreten habe. Ich habe das absolut labyrinthisch, aber in einem psychologischen Sinn empfunden. Ich weiß noch, wie ich da reinkam. Ich musste ein Arztgewand anziehen, ganz in weiß. Und dann kamen wir zu den Unruhigen. Und vorher gingen wir, das war fantastisch, da gab es noch nicht diese Mittel. Und da sahen wir zum Beispiel einen, der war vollkommen nackt in einem Netz und hatte so Boxerhandschuhe. Das war also in einem schizophrenen Schub und hat immer so gemacht. So. Und das war absolut etwas Verrücktes. Das war eine Gefängniswelt gleichzeitig. Und man wusste nicht, wer ist normal und wer ist verrückt und was sind diese Menschen. Und dann kamen wir in einen großen Saal. Und da waren etwa, ich weiß nicht, 30, 40 Menschen, die liefen so durcheinander. Und dann wieder die Wärter dazwischen. Man wusste nicht echt, wer ist Wärter und wer ist verrückt. Und dann hat mich jemand fixiert. Von ganz weit hat mich einfach fixiert und ich sah den. Und dann kam er so auf mich so ganz ruhig. Aber er hat mich immer fixiert, immer fixiert, immer fixiert. Und dann, wie er bei mir war, waren plötzlich 2 Wärter an ihn gehalten. Und dann sagte er ganz lieb, «Mais je veux seulement serrer les mains de monsieur.» Und hat mir die Hand gereicht. Ich habe sie geschüttelt. Und dann ging ich mit dem Professor weiter und dann kamen wir aus dem Irrenhaus, also so aus dieser Abteilung, wo die Gefährlichen sind. Und da war so ein ungefährlicher Irrer und der hat ein alter Mann, ich sehe ihn noch, und der hat irgendwie etwas gejätet. Und dann hat er so den Professor angeschaut und hat gesagt,
pas seulement nous s'en fout ici, Monsieur le Professeur. Das erinnere ich mich noch ganz genau. Das war so ein Ereignis für mich. Diese Welt als Labyrinth, das Irrenhaus als Labyrinth. Und das war ganz natürlich, als dass ich das zum Beispiel dann in den Physikern aufnahm. Das Irrenhaus, die Welt als Irrenhaus, stellt sich ja dann eigentlich heraus. Also dort ist es die Flucht in ein Irrenhaus, also die Flucht ins Labyrinth eigentlich, die Flucht zurück. Ich würde fast sagen, Minotaurus flüchtet ins Irrenhaus zurück, weil er weiß, dass er gefährlich ist. Der Möbius, der Physiker, weiß, seine Entdeckungen sind ungeheuer gefährlich, darum die Flucht ins Irrenhaus. Und dann der andere, das letzte, zum Beispiel Achterlos, hat man natürlich auch gesagt, das fällt mir nichts mehr ein, da ist die ganze Welt ein Irrenhaus und alle spielen Rollen, die Rollenpsychotherapie. Also ich meine, das Gleichnis Irrenhaus greift für mich eben sehr viel weiter als nur Irrenhaus. Wenn ich Irrenhaus sage, dann meine ich etwas viel Weiteres, ist die Welt, die eben irr geworden ist, bei der man nicht mehr weiß, was ist normal und was ist jetzt nicht normal. Ich habe ein harmloses Leben und ich habe eigentlich gar keine großen Ereignisse, aber ich machte immer wieder aus Winzigkeiten eigentlich etwas. Ich musste das alles, wie man einen Ton verstärken kann, muss ich das verstärken. Und das, glaube ich, meine ganze Schriftstellerei. Das sind im Grunde ganz harmlose Geschichten, wie der Tunnel zum Beispiel, wo ich sage, das ist ein ganz kleiner Tunnel und für mich plötzlich ist der Eingang der Hölle. Ich schreibe immer alles mit der Hand. Und es ist ein Unterschied, ob ich mit dem Kugelschreiber schreibe oder mit dem Bleistift. Wenn ich den Kugelschreiber benutze, dann schreibe ich sehr schnell, dann ist das mehr so ein Niederschreiben von Ideen, die man eigentlich nicht formt, sondern nur notiert. Und das Bleistift, das zwingt einen, wenn ich ausarbeite, das zwingt mich zu einer viel größeren Konzentration. Man kann auch wieder das auslöschen. Und das ist sehr wichtig. Das Zweite ist natürlich, dass man kleben und schneiden kann. Und kleben und schneiden, das tut man also auch. Ich klebe zum Beispiel auch Sachen zusammen, die ich mit Bleistift geschrieben habe. Das sind Kürzungen, so, damit ich einfach sehe, wie das Ganze zusammenhält, also dass mich nichts stört, keine Striche oder so, dass ich richtig die Sätze spüren kann. Man muss beim Schreiben die Sätze einfach richtig fast in die Hand nehmen. Das ist fast wie Malen, ich muss die Sätze sehen. Und dann, das Wichtige ist dann nach dem Schreiben ist das Fotokopieren. Das ist eigentlich für mich die größte Erfindung, die man gemacht hat, weil man dann also es wird abgeschrieben von der Sekretärin und die gibt dann ein Manuskript her, das kann man wieder zerschneiden. Eine fotokopierte Sache ist sauber und an der kann man wieder arbeiten. Natürlich korrigiere ich die wieder mit Hand, ich korrigiere nur mit Hand. Wie viele Versionen gibt es da normalerweise, bis etwas fertig geschrieben ist? Ja, ich glaube, sagen wir mindestens so 10. Also ich habe ganze Stöße für so sagen wir mal, ein Stück von 100 Seiten, das hat sicher 1200, 1300 Seiten, also das sind dann solche. Es gibt einfach, das ist ein ständiges Umschreiben, es ist fast wie ein Bildhauer, der einfach an seiner Sache formt. Ich habe auch immer weniger auf einer Seite, damit ich Platz habe zum Korrigieren, das ist sehr wichtig, das Korrigieren ist das Wichtigste. Und dann das Endprodukt ist eigentlich immer, was ich früher sehr viel machte und auch für mich, ist dann das selber Lesen. Man muss das dann laut lesen. Ich habe sehr viele Bänder, wo ich einfach laut lese. Ich will eigentlich nicht mit meinen Stücken provozieren. Ich möchte mehr Aufmerksamkeit
Notwendigkeit erwecken. Also sagen wir, ich glaube, dass man heute mit den Stücken, sagen wir mal, gewisse Warnungen oder gewisse Zeichen geben kann. Aber nicht, dass ich jetzt das in der Hoffnung mache, dass sich dann die Menschen ändern, sondern ich mache das eigentlich fast wie Reflexe. Stücke sind auch wie unwillkürliche Reflexe. Und zum Beispiel habe ich nie die Physiker jetzt geschrieben, um vor der Physik zu warnen, sondern eigentlich davor, um das klar zu machen, wie eigentlich das menschliche Wissen und das, was eben der Mensch mit diesem Wissen schafft, wie das auseinanderklafft. Nicht? Das ist ja, wir können ja nicht die Wissenschaftler angreifen, dass sie nun gefährliche Experimente tun, sondern wir müssen eigentlich der Gesellschaft die Frage stellen, seid ihr überhaupt fähig, die Wissenschaftler zu ertragen? Seid ihr überhaupt fähig, das zu verdauen und das nicht gefährlich werden zu lassen, was die Wissenschaft betreibt. Denn das ist ja auch eine biologische Notwendigkeit des Menschen, immer zu versuchen, mehr zu wissen. Kann man nicht stoppen. Es gibt keinen Gedankenstopp. Erträgt der Mensch eben das, was seine Freiheit ist. Und seine Freiheit besteht darin, dass er immer weiter fragen kann, dass ihn die Neugier immer weiter treibt. Glaube ich an einen Gott. Das ist wohl die schwierigste Frage, weil was ist Gott? Und das ist nun so etwas Nebelhaftes, wenn man sich also mit der Natur beschäftigt, wenn man also weiß, wie das Universum ist, also sich einen persönlichen Gott vorzustellen, das ist eigentlich unmöglich heute geworden. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich kann es auch mit anderen Gedankenkünsten, sagen wir mal, ich lese sehr gern Barth. Aber für mich ist das eigentlich, da ist Gott fingiert. Das ist es ist im Grunde ein Axiom, das er eben annimmt und dann mit ihm eigentlich so vorgeht, fast wie ein Mathematiker. Das kann ich nicht. Ich sehe zum Beispiel keinen einzigen logischen Grund, einen Gott anzunehmen. Das ist vielleicht jetzt etwas sonderbar, dass ich das sage. Ich noch denke, ich bin noch Doktor der Theologie geworden, auch noch als Ehrendoktor. Aber ich kann der ganze Streit, den also den Atheist immer gegenüber den Gottgläubigen setzt, ist für mich gar nicht vorhanden. Es gibt keinen Grund. Gott kann nicht bewiesen werden, er kann also auch nur geglaubt werden. Und ich kann nur sagen, bis jetzt habe ich keinen Gott gefunden, der mir einleuchtet. Es muss mir, wenn ich etwas glauben soll, muss es mir einleuchten in irgendeiner Form. Was mir einleuchtet, sind sehr viele andere Dinge in der Bibel. Zum Beispiel leuchtet mir die Bergpredigt ein, also eigentlich eine ungeheure Kühnheit, wie der Mensch leben sollte. Also sind das eigentlich, ich würde fast sagen, Axiome der praktischen Vernunft. Oder sagen wir mal, dass unser Vater als Gebet hat tolle Dinge, in dem der Mensch eigentlich fordert, was er fordern dürfte. Dass er sein tägliches Brot hat und dass er also eigentlich ohne Hass leben soll, dass er sich nicht fürchten soll und diese Dinge. Das sind also eigentlich Forderungen an den Menschen, wie er leben sollte. Die Forderung nach Mut und solche Dinge. Aber hat das nun mit Religion zu tun? In der Hoffnung mache, dass sich dann die Menschen ändern, sondern ich mache das eigentlich fast wie Reflexe. Stücke sind auch wie unwillkürliche Reflexe. Und zum Beispiel habe ich nie die Physiker jetzt geschrieben, um vor der Physik zu warnen, sondern eigentlich davor, um das klar zu machen, wie eigentlich das menschliche Wissen und das, was eben der Mensch mit diesem Wissen schafft, wie das auseinanderklafft.
Nicht? Das ist ja, wir können ja nicht die Wissenschaftler angreifen, dass sie nun gefährliche Experimente tun, sondern wir müssen eigentlich der Gesellschaft die Frage stellen, seid ihr überhaupt fähig, die Wissenschaftler zu ertragen? Seid ihr überhaupt fähig, das zu verdauen und das nicht gefährlich werden zu lassen, was die Wissenschaft betreibt? Denn das ist ja auch eine biologische Notwendigkeit des Menschen, immer zu versuchen, mehr zu wissen. Kann man nicht stoppen. Es gibt keinen Gedankenstopp. Erträgt der Mensch eben das, was seine Freiheit ist. Und seine Freiheit besteht darin, dass er immer weiter fragen kann, dass ihn die Neugier immer weiter treibt. Glaube ich an einen Gott? Das ist wohl die schwierigste Frage, weil was ist Gott? Und das ist nun so etwas Nebelhaftes, wenn man sich also mit der Natur beschäftigt, wenn man also weiß, wie das Universum ist, sich einen persönlichen Gott vorzustellen, das ist eigentlich unmöglich heute geworden. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich kann es auch mit anderen Gedankenkünsten, sagen wir mal, ich lese sehr gern Barth. Aber für mich ist das eigentlich, da ist Gott fingiert. Das ist es ist im Grunde ein Axiom, das er eben annimmt und dann mit ihm eigentlich so vorgeht, fast wie ein Mathematiker. Das kann ich nicht. Ich sehe zum Beispiel keinen einzigen logischen Grund, einen Gott anzunehmen. Das ist vielleicht jetzt etwas sonderbar, dass ich das sage. Ich noch denke, ich bin noch Doktor der Theologie geworden, auch noch, also Ehrendoktor. Aber ich kann, der ganze Streit, den also den Atheist immer gegenüber den Gottgläubigen setzt, ist für mich gar nicht vorhanden. Es gibt keinen Grund. Gott kann nicht bewiesen werden, er kann also auch nur geglaubt werden. Und ich kann nur sagen, bis jetzt habe ich keinen Gott gefunden, der mir einleuchtet. Das muss mir, wenn ich etwas glauben soll, normal. Ich habe ein harmloses Leben. Und ich habe eigentlich gar keine großen Ereignisse, aber ich machte immer wieder aus Winzigkeiten eigentlich etwas. Ich musste das alles, wie man einen Ton verstärken kann, muss ich das verstärken. Und das ist, glaube ich, meine ganze Schriftstellerei. Das sind im Grunde ganz harmlose Geschichten, wie der Tunnel zum Beispiel, wo ich sage, das ist ein ganz kleiner Tunnel und für mich plötzlich ist der Eingang der Hölle. Ich schreibe immer alles mit der Hand und es ist ein Unterschied, ob ich mit dem Kugelschreiber schreibe oder mit dem Bleistift. Wenn ich den Kugelschreiber benutze, dann schreibe ich sehr schnell, dann ist das mehr so ein Niederschreiben von Ideen, die man eigentlich nicht formt, sondern nur notiert. Und das Bleistift, das zwingt einen, wenn ich ausarbeite, das zwingt mich zu einer viel größeren Konzentration. Man kann auch wieder das auslöschen. Und das ist sehr wichtig. Das Zweite ist natürlich, dass man kleben und schneiden kann. Und kleben und schneiden, das tut man also auch. Ich klebe zum Beispiel auch Sachen zusammen, die ich mit Bleistift geschrieben habe. Das sind Kürzungen, so, damit ich einfach sehe, wie das Ganze zusammenhält, also dass mich nichts stört, keine Striche oder so, dass ich richtig die Sätze spüren kann. Man muss beim Schreiben die Sätze einfach richtig fast in die Hand nehmen. Das ist fast wie Malen, ich muss die Sätze sehen. Und dann, das Wichtige ist dann nach dem Schreiben ist das Fotokopieren. Das ist eigentlich für mich die größte Erfindung, die man gemacht hat, weil man dann also es wird abgeschrieben von der Sekretärin und die gibt dann ein Manuskript her, das kann man wieder zerschneiden. Eine fotokopierte Sache ist sauber und an der kann man wieder arbeiten. Natürlich korrigiere ich die wieder mit Hand, ich korrigiere nur mit Hand.
Wie viele Versionen gibt es da normalerweise, bis etwas fertig geschrieben ist? Ja, ich glaube, sagen wir mal mindestens so 10. Also ich habe ganze Stöße für so sagen wir mal, ein Stück von 100 Seiten, das hat sicher 1200, 1300 Seiten, also das sind dann solche. Es gibt einfach, das ist ein ständiges Umschreiben, es ist fast wie ein Bildhauer, der einfach an seiner Sache formt. Ich habe auch immer weniger auf einer Seite, damit ich Ich weiß noch genau, wie ich das zum ersten Mal in ein Irrenhaus betreten habe. Ich habe das absolut labyrinthisch, aber in einem psychologischen Sinn empfunden. Ich weiß noch, wie ich da reinkam. Ich musste ein Arztgewand anziehen, ganz in weiß. Und dann kamen wir zu den Unruhigen. Und vorher gingen wir, das war fantastisch, da gab es noch nicht diese Mittel. Und da sahen wir zum Beispiel einen, der war vollkommen nackt in einem Netz und hatte so Boxerhandschuhe. Das war also in einem schizophrenen Schub und hat immer so gemacht. So. Und das war absolut etwas Verrücktes. Das war eine Gefängniswelt gleichzeitig. Und man wusste nicht, wer ist normal und wer ist verrückt und was sind diese Menschen. Und dann kamen wir in einen großen Saal. Und da waren etwa, ich weiß nicht, 30, 40 Menschen, die liefen so durcheinander. Und dann wieder die Wärter dazwischen. Man wusste nicht echt, wer ist Wärter und wer ist verrückt. Und dann hat mich jemand fixiert. Von ganz weit mich einfach fixiert und ich sah den. Und dann kam er so auf mich so ganz ruhig. Aber er hat mich immer fixiert, immer fixiert, immer fixiert. Und dann, wie er bei mir war, waren plötzlich 2 Wärter, haben ihn gehalten. Und dann sagte er ganz lieb, «Mais je veux seulement serrer les mains de monsieur.» Und hat mir die Hand gereicht. Ich habe sie geschüttelt. Und dann ging ich mit dem Professor weiter und dann kamen wir aus dem Irrenhaus, also so aus dieser Abteilung, wo die Gefährlichen sind. Und da war so ein ungefährlicher Irrer und der hat ein alter Mann, ich sehe ihn noch, und der hat irgendwie etwas gejätet. Und dann hat er so den Professor angeschaut und hat gesagt, «Pas seulement nous s'en fout ici, monsieur le professeur.» Das erinnere ich mich noch ganz genau. Das war so ein Ereignis für mich. Diese Welt als Labyrinth, das Irrenhaus als Labyrinth. Und das war ganz natürlich, als dass ich das zum Beispiel dann in den Physikern aufnahm. Das Irrenhaus, die Welt als Irrenhaus, stellt sich ja dann eigentlich heraus. Also dort ist es die Flucht in ein Irrenhaus, also die Flucht ins Labyrinth eigentlich, die Flucht zurück. Ich würde fast sagen, Minotaurus flüchtet ins Irrenhaus zurück, weil er weiß, dass er gefährlich ist. Der Möbius, der Physiker, weiß, seine Entdeckungen sind ungeheuer gefährlich, darum die Flucht ins Irrenhaus. Und dann der andere, das letzte, zum Beispiel Achterloh. Wie man einen Ton verstärken kann, muss sich das verstärken. Und das ist, glaube ich, meine ganze Schriftstellerei. Das sind im Grunde ganz harmlose Geschichten, wie der Tunnel zum Beispiel, wo ich sage, das ist ein ganz kleiner Tunnel und für mich plötzlich ist der Eingang der Hölle. Ich schreibe immer alles mit der Hand. Und es ist ein Unterschied, ob ich mit dem Kugelschreiber schreibe oder mit dem Bleistift. Wenn ich den Kugelschreiber benutze, dann schreibe ich sehr schnell, dann ist das mehr so ein Niederschreiben von Ideen, die man eigentlich nicht formt, sondern nur notiert. Und das Bleistift, das zwingt einen, wenn ich ausarbeite, das zwingt mich zu einer viel größeren Konzentration. Man kann auch wieder das auslöschen. Und das ist sehr wichtig. Das Zweite ist natürlich, dass man kleben und schneiden kann. Und kleben und schneiden, das tut man also auch. Ich klebe zum Beispiel auch Sachen zusammen, die ich mit Bleistift geschrieben habe. Das sind Kürzungen, so, damit ich einfach sehe, wie das Ganze zusammenhält, also dass mich nichts stört, keine Striche oder so, dass ich richtig
die Sätze spüren kann. Man muss beim Schreiben die Sätze einfach richtig fast in die Hand nehmen. Das ist fast wie Malen. Ich muss die Sätze sehen. Und dann, das Wichtige ist dann nach dem Schreiben ist das Fotokopieren. Das ist eigentlich für mich die größte Erfindung, die man gemacht hat, weil man dann also es wird abgeschrieben von der Sekretärin und die gibt dann ein Manuskript her, das kann man wieder zerschneiden. Eine fotokopierte Sache ist sauber und an der kann man wieder arbeiten. Natürlich korrigiere ich die wieder mit Hand. Ich korrigiere nur mit Hand. Wie viele Versionen gibt es da normalerweise, bis etwas fertig geschrieben ist? Ja, ich glaube, sagen wir mal mindestens so 10. Also ich habe ganze Stöße für so sagen wir mal, ein Stück von 100 Seiten, das hat sicher 1200, 1300 Seiten, also das sind dann solche. Es gibt einfach, das ist ein ständiges Umschreiben, es ist fast wie ein Bildhauer, der einfach an seiner Sache formt. Ich habe auch immer weniger auf einer Seite, damit ich Platz habe zum Korrigieren. Das ist sehr wichtig. Das Korrigieren ist das Wichtigste. Und dann das Endprodukt ist eigentlich immer, was ich früher sehr viel machte und auch für mich, ist dann das selber Lesen. Man muss es dann laut lesen. Ich habe sehr viele Bänder, wo ich einfach laut lese.